Hallo zusammen, willkommen zurück an unserem Hobbit-Sonntag oder zu unserem Sonntags-Hobbit, je nachdem wie man es anschaut. Ja, es scheint, dass das jetzt ein bisschen unsere Tradition wird, dass ich da immer am Sonntagabend einen Hobbit auflade. Mir ist es recht, sehr gerne. Wenn das jemandem Freude macht, habe ich natürlich auch Freude und machen wir doch da einfach. Machen wir echt weiter. Dann ein bisschen im Lager das Zeug kaputt machen. Die anderen sind hier am Krösen und stören sich nicht dran. Wenn wir da ein bisschen um uns herumschlagen, ja, das ist gut. Gandalf ist auch da am Pfusen. Schön. Ihr mögt euch vielleicht noch besinnen. In der letzten Episode waren wir da dabei gewesen, bei der Besprechung, wo uns der Gandalf und Thorin haben gesagt, um was es eigentlich geht bei unserer Unternehmung. Ja, dass wir da den Berg zurückerobern mit dem Schatz. Und dann ist auch der kleine Nebenfakt, dass dort ja noch ein Drache drin ist, den man auch noch muss entsorgen muss. Haben sie auch noch gesagt. Und dann ist der Bilbo ja schnell ein bisschen ohnmächtig geworden. Wer kann es ihm verdenken, wenn es um einen Drache geht, wird es ihm schnell ein bisschen schwammig. Und das ist jetzt die erste Nacht von diesem ganzen Abenteuer. Bilbo hat den Vertrag unterschrieben. Unterschrieben ist also jetzt offiziell Mitglied in dieser Truppe. Und schon mitten im Feld unterwegs. Wir sind jetzt hier auf unserem Weg, für den Apfel dort oben zu bekommen. Für unser Pony. Ja, das arme Lisi hat nichts zu essen bekommen, weil der böse Bombur hat den Mechtersalat weggestürzt. Ja, Bilbo mit seinem guten Herz hat es nicht auf sich hocken und geht jetzt da mit den 2 Kollegen. Ach, wenn ich noch mehr ihre Namen würde kennen. Geht er auf den Weg und geht den Apfel holen. Schön. Und jetzt lässt er noch die Zeitung, weil ja, wenn man auswarten kann man schon machen. Bei dieser Gelegenheit, wie Schnurri, würde ich mich noch gerne mich bedanken. All die die Serie schauen, oder die Episoden, findet relativ gut Anklang, also gute Rückmeldungen und ja, das freut mich außerordentlich, wenn das jemand freut, was ich hier mache, und dann mache ich es natürlich sehr gerne. Und wie gesagt, das Angebot steht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt einen Kommentar, schreibt sie zu Facebook und ich probiere es zu beantworten. Also wenn es um Hobbit oder Herr der Ringe, ja super. Oder Tolkien geht. Also, danke vielmals und ja, es geht noch ein bisschen weiter. Wir haben noch etwas vor uns, also es kommen noch ein paar Folgen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, auf unserem Kanal ist im Moment gerade ein bisschen Ruhe. Es ist schon nicht so viel, was aufgeladen wird. Ah, super, das geht dann runter. Das liegt daran, dass wir beide gerade in einem grossen Projekt involviert sind. Ja, ihr werdet es sehen, würde ich sagen. Also schaut, dass ihr uns ja auf Facebook folgt oder auf Twitter, wo wir das Zeug alles veröffentlichen. Und dann bekommt ihr das auch mit, um was es eigentlich geht. So, zack, haben wir den Apfel, machen noch hässig den Baum kaputt. Haben wir da hinten noch irgendetwas? Auch nicht haben. Das noch kaputt nehmen, das Tor können wir auch noch nicht kaputt machen. Ja. Gehen wir doch wieder ab und nehmen ein bisschen eine Abkürzung haben. Wir machen noch ein bisschen Blumen kaputt, weil wir einfach stinkverrückt sind und Sally Lisi hier ist. Was war das? Orks. Dutzende sind da draußen. Haltet ihr das für lustig? Haltet ihr einen Orkangriff bei Nacht für einen Scherz? Wir haben uns nichts dabei gedacht. Ihr wisst nichts von der Welt. Nimm es ihm nicht übel, mein Junge. Thorin hat mehr Grund als die meisten, die Orks zu hassen. Nachdem der Drache den einsamen Berg an sich gerissen hatte, forderte König Thor das uralte Zwergenreich Moria zurück.
Unser Feind war bereits dort. Moria war von Orkscharen eingenommen worden, angeführt vom abscheulichsten ihres gesamten Volkes. Ja, Bots. Mitten in die Schlacht? Ja. Sehr cool. Das ist auch ein bisschen das Hauptthema in dieser Episode, wo ich darüber reden wollte. Wir sind in Moria. Oder respektive vor Moria. Die grösste Mine in Mittelerde. Sehr interessant. Interessantes Thema. Aber du hast Bücher. Einfach zur Sicherheit. Also. Schöne Formation. Azog der Schänder. Azog, der Schänder. Genau. Der riesige Gundabad Ork hatte geschworen, Durins Geschlecht auszulöschen. Ja, das auch Cape. Zuerst kickt er unseren König weg und ist schon hässig. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Also, während ich da noch ein bisschen böse Orks kaputt machen, ja, erzähle ich etwas zu Moria. Oder Khazad-dûm, wie es in Zwergensprache heisst, Khuz-dû. So heisst die Sprache der Zwerge. Finde ich, Moria ist auch etwas vom Interessantesten, was es gibt in Mittelerde und in der ganzen Geschichte. Und es, wie alles, sehr kompliziert und verstrickt und darum ist es ein bisschen schwierig, da ein bisschen Informationen zu geben, die nicht zu tief gehen. Grundsätzlich ist das ja eine Mine. Die Mine von Moria, man mag mich vielleicht besinnen an die Szene im Herr der Ringe, da kommt sie ja auch vor. Jetzt kann ich da später noch etwas sagen. Hat eine interessante Geschichte hinter sich. Und zwar fängt die Geschichte ein bisschen im 2. Zeitalter an. Das ist ja jetzt im 3. Zeitalter das, was wir da auch sehen. Also noch schnell zum Verständnis, das, was wir jetzt hier gerade sehen, die Schlacht, das ist ein Rückblick. Das ist, was soll ich sagen, ein paar Jahre vor den Geschehnissen, die wir da mit dem Bilbo haben erlebt. Aber der zeitliche Ablauf ist nebensächlich. Moria fängt sich ein bisschen an, die Geschichte im 2. Zeitalter. Und zwar, wo Zwerge aus Ered Luin, das sind die blauen Berge, sind nach Moria gekommen. In die Minen. Und haben sie angefangen zu besiedeln. Sehr schnell gewachsen, sehr schnell Zuwachs bekommen. Und einen grossen Reichtum aufgebaut. Ui. Was sind das für Schönlinge? Nebensächlich. Moria hat einen grossen Schatz, ein grosses Vorkommen an Mithril. Da könnt ihr euch vielleicht auch daran erinnern, an Frodo, der sein Mithril-Kettenhemd hat. Mithril, das Metall, so hart wie Eisen, so leicht wie eine Feder. Sehr ein beliebtes Baumaterial, aber einfach sehr wertvoll. Und in Moria hat es eben ein grosses Vorkommen gegeben. Es ist nicht das einzige Vorkommen im Mittelerde, aber ein grosses. Und da epische Fighting-Szenen. Super gelöst. Dementsprechend ist Moria schnell gewachsen. Und nachher geht es so ein bisschen los im 2. Zeitalter. Und zwar um das Jahr 1697.
Jetzt, das sagt auch niemandem etwas, das würde auch mir nichts sagen, aber man kann es jetzt ein bisschen dort einordnen. Und zwar ist das dann, wo Sauron zum ersten Mal gross und mächtig ist geworden. Also beim ersten Ringkrieg. Wenn wir mal ein bisschen später wenn wir da mal zum Herr der Ringe kommen, kann ich dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber jetzt noch mal so viel. Das erste Mal, als Sauron ist gross war, als er alle 9 Ringe und sein Herrscherring hat er ebenfalls schon Mittelerde für sich erobern und Schrecken und Verderben über das Land bringen. Und alle wollen knechten und ewig binden. Habe ich das abgeschaut? Ist ja gleich. Und zwar ist dann einmal, hat Sauron mit seiner Armee das Bruchtal angreifen. Bruchtal ist ja dort, wo Elrond wohnt. Elrond den sehen wir ja auch noch. Sehr interessante Figur, aber später. Das Bruchtal liegt in den Bergen. Das ist mehr oder weniger in der Nähe von Moria. Ja, es ist, wir sehen mal eine Karte und dann kann ich es dir zeigen. Auf jeden Fall hat er Sauron mit seiner Streitmacht das Bruchtal angreifen, weil eben Elrond dort ist. Und Elrond ist so ein bisschen einer der letzten Ringträger und eine sehr mächtige Figur in der ganzen Geschichte. Auf dem Weg ins Bruchtal ist dann aber Sauron seine Streitmacht von Durins Krieger angegriffen worden. Also von den Zwergen aus Moria. So, ganz richtig. Bruchtal wäre wahrscheinlich angegriffen worden, erobert, das weiss man nicht. Es gibt viele Theorien, was passiert wäre. Aber es ist nicht so weit gekommen, wegen den Zwergen von Moria. Und, das ist jetzt wieder so etwas, wir haben ja am Anfang schon gehört, Zwerge und Elben haben sich nicht unbedingt so gern. Aber Zwerge haben Elben schon gerettet. Umgekehrt übrigens auch. Aber da weiß ich nicht viel darüber, aber es ist ja so. Nachher im gleichen zeitlichen Rahmen, immer noch zur Zeit vom ersten Ringkrieg, haben sich die Zwerge zusammengeschlossen mit den Elben von Lorien. Lorien, das ist der grosse Wald, den wir leider nicht werden sehen im Hobbit. Also ziemlich sicher nicht. Ich kann so viel sagen, das ist die Heimat von Galadriel und das ist auch eine von diesen 3 oder 4 grossen Figuren in Mittelerde. Ebenfalls ein Elb und Zwerge und Elben haben sich dann wieder zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Oh! Niederlage und Tod kamen über uns. Allein. Nichts als einem Eichenast als Schild in Händen. Ja, Bots. Jetzt hat unser König gemetzelt. Also ja. In einer recht humanen Form. Also es hat jetzt nicht so böse ausgesehen, wie es vielleicht im Film hat ausgesehen. Aber ja, das wäre es gewesen. Und darum ist der Thorin jetzt hässig. Verstehen wir. Ich erzähle jetzt gleich noch weiter von dem von vorhin. Von den Elben vom Wald von Lorien. Ja, die Zwerge-Elben haben sich dann auch zusammengeschlossen. Haben sich allerdings müssen zurückziehen gegen die Streitmacht von Sauron. Und ja,
sind dann in Moria zurück. Dort haben sie sich dann müssen verteidigen, bald gesagt verschanzen gegen die Streitmacht von Orks. Allerdings ist Moria nie eingenommen worden von außen. Der letzte Kampf, das letzte Bündnis zwischen Menschen und Elben, also das Ende vom ersten Ringkrieg und gleichzeitig das Ende vom zweiten Zeitalter, das ist ja, wer den Film kennt, die grosse Schlacht, wo Sauron ist vorgekommen und nachher von Isildur ist der... Nein, warte jetzt. Isildur sein Vater, wie hat das geheißen? Das ist ja gleich. Ist ihm ja der Ring vom Finger geschnitten worden und das war dann das Ende vom zweiten Zeitalter und vom Ringkrieg. In dieser Schlacht hat es auch Zwerge gegeben, die gekämpft haben. Allerdings sehr, sehr wenig. Wird nicht erwähnt im Buch. Das muss man sonst suchen. Im Silmarillion ist es drin. Also in einem anderen Buch von Tolkien. Im Herr der Ringe wird da gar nichts davon gesagt. Ebenfalls natürlich nicht im Hobbit. Aber es war ja so gewesen. Und das ist nachher so ein bisschen das mit dem ersten Ringkrieg. Sauron war dann nachher mehr oder weniger bezwungen und Moria war wieder am Aufleben. Dann über 1000 Jahre später, im dritten Zeitalter, ist nachher das nächste grosse Verhängnis von Mittelerde und besonders von Moria. Und zwar die Zwergli, die dort am Graben waren, auf der Suche nach dem Mithril, haben sie etwas geweckt, das böse ist. Und zwar der Balrog. Was ist ein Balrog? Was Krebs? Und das ist etwas Kompliziertes. Ein Balrog ist einfach gesagt etwas sehr Böses. Ein Balrog ist eine Kreatur, stammt aus dem ersten Zeitalter. Und da müssen wir fast ein bisschen in die Schöpfungsgeschichte gehen von Mittelerde. Der erste richtig böse war Morgoth. Der war böser als Sauron, wenn man das sein kann. Geht in die Schöpfungsgeschichte. Ist sehr kompliziert. Ich kann gerne mal darüber reden, wenn es jemand interessiert, aber wäre jetzt auch gerade ein bisschen zu tief, da haben wir auch zu wenig Zeit. Auf jeden Fall ist ein Balrog ein Geschöpf von diesem Morgoth. Der Böse ist böse von den Bösen. Die sind nachher im ersten Zeitalter die meisten erschlagen worden. So wie die Hang von da, unserem Kollegen. Aber nicht alle. Und einer von denen hat sich eben nach Moria zurückgezogen. Und der ist geweckt worden. Von den Zwergen. Und tschüss. Azog war besiegt. Damals sagte ich mir, diesem einen kann ich König nennen. Und der bleiche Ork? Was ist aus ihm geworden? Dieser Abschaum ist vor langem an seinen Wunden verreckt. Sigardur Bir. Twost Godil Kinani. Und jetzt da noch weiter. Das hat dann dazu geführt, der Balrog hat nachher Durin erschlagen und ebenfalls Nain, wo er der nachfolgende König ist geworden. Und seitdem ist Moria verlassen. Wegen dem Balrog. Weil es einfach zu gefährlich ist, weil der alles frisst, tötet, verbrannt und umbringt.
Nicht aber Orks. Und der Balrog hat dann eben die Orks um sich geschart. Die wir vorhin gesehen haben. Nachher... Ja, das wär's. Geschichte von Moria. Ich hoffe, ich konnte euch da auch einen kleinen Einblick gewähren. Zum Balrog gibt es noch viel zu sagen. Balrog sind grosse Geschöpfe, alte Geschöpfe, gefährliche Geschöpfe. Kommen wir, ja, wenn es jemand interessiert, erzählt zu dem dann ein bisschen etwas. Aber ja, ging jetzt zu weit. An dieser Stelle machen wir doch gerade mal einen Schluss. Wir hören uns wieder. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und ja, jetzt hätte ich fast gesagt mitmachen, aber das ist auch ein bisschen schwieriger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.